So, und jetzt treffen wir gleich wieder auf Manchester City. Also im FA Cup Halbfinale. Das ist noch unsere einzige Chance, diese Saison vielleicht noch einen Titel zu gewinnen. Jetzt mag ich mal schnell am Spielplan schauen. Da haben wir jetzt März, das letzte Spiel. Und dann haben wir noch 2 Monate haben wir noch. Insgesamt noch 7 Ligaspiele. Ja, und dann ist die Saison gelaufen. Und ich hoffe, am Schluss sind wir dann international auch dabei. So, also wir haben wieder, wie gesagt, Schuhe gekriegt. Wer kann denn Schuhe noch gebrauchen? Kabay hat welche. Ronaldo hat auch welche. Ach, wir fangen einfach von vorne an. Er hat keine, Williamson. Also kriegt er die Schuhe. Ganz einfach. So, achso, wir müssen noch vorstellen. Ich hoffe, die verschlechtern sich jetzt nicht. Also wenn wir in der gleichen Verfassung sind wie gegen West Ham und das Spiel davor gegen Manchester City, dann kann das natürlich gut ausschauen. Jetzt haben die noch ein Ligaspiel gehabt, also Länderspiel. Na, jetzt sind sie bestimmt im Arsch. Ja, teils. Aber es geht noch. Es geht noch. Wer spielt bei den anderen alles? Jetzt spielen schon mit 2 Stürmer. Dzeko und Balotelli ist aufgestellt. Ja, da bin ich mal gespannt. So, und diesmal spielen wir andersrum. Ich mag auch in Weiß spielen. Und ich glaube, wir verändern da gar nicht so viel. Wir haben da eine. Den Aussehen. Vergessen, der spielt nur links. Tja, jetzt losen wir vielleicht. Wen losen wir denn noch daheim? Den da. Der hat nämlich ein bisschen mehr Erfahrung. Und wir spielen wieder mit langen Bällen. War zuletzt erfolgreich. Und ich hoffe, das funktioniert auch zweites Mal. Also das ist wieder Tod- oder Gladiolenspiel. Alles oder nichts. Wenn wir gewinnen, das stehen wir im Finale. Wenn wir verlieren, ja, dann kriegen wir gar nichts. Dann sind wir nämlich weg. Und wir sollten die Chance nutzen, vielleicht doch noch einen Titel einzufahren. In der ersten Saison. Richards. Also die Spenden auf jeden Fall jetzt anders aufgestellt. So, Krul sicher vor Edin Dzeko. Gutierrez. Ronaldo.
Ja, das war klar Foulspiel von Balotelli. Hauen wir den direkt drauf. 27 Meter. Vielleicht ungefähr so. Ja, Oscar an dem Pfosten. Ja, dann hat er nicht gescheit erwischt, den Baba. Normal macht er das nämlich besser. Aber es wird noch. So, Milner startet über rechts. Ja, erfolgreich gestoppt. Und gleich wieder in eine andere Richtung. Ben Arfa. Ja, ich glaube, die haben schon ein bisschen Respekt vor uns. Den haben wir ja zuletzt fürchten gelernt. Aber natürlich sollte man es nicht unterschätzen. Denn die stehen nicht umsonst auf Platz 1. Auch wenn es bloß ein zusammengekaufter Hafer ist. Gibt die gelbe gegen Kabay. Na, gegen Oscar. So, Balotelli, die werden wahrscheinlich draufhauen. Was anderes kann der nicht. Das ist genau wie bei Podolski. Das ist auch schon ein Spieler, der kann eigentlich nur draufhauen, der kann nichts anderes. Mit Gefühl kann nämlich der nicht spielen. Und Balotelli, glaube ich, ist auch nicht der Typ dazu. Au, da haben wir Pech gehabt. Und dann auch Schuss auch noch abgewehrt von Schmeichel. Ben Arfa war das. So, Dodo wieder. Das war nicht gut. Chico, das ist nicht der schnellste. Dafür ist Dodo nicht der größte. Und den hat er jetzt nicht erwischt mit dem Kopf. Au, den hat er wunderbar stehen lassen. Aber unser Abwehr hat aufgepasst. Kompanie. Ja, abseits war das irgendwie nicht, oder wir? Nicht. Abseits zählt bei Balotelli nicht. Da haben wir aber wirklich wieder schlecht verteidigt. Wobei schlecht, ja. Wir haben nicht genügend, haben wir nicht weggehauen. Wir hätten den gleich weghauen müssen. Aber das ist irgendwie keiner auf die Idee gekommen. Und somit liegen wir jetzt hinten. Wo es natürlich nichts heißen muss. Einwurf für uns. Ja, die spielen jetzt auf jeden Fall anders. Nicht so wie wir
wie im letzten Spiel. Nächste Torchance für uns. Und Gewusel hinten im Manchester Strafraum. Und Oscar, jawohl. Das ist der Ausgleich. Der hat in den letzten Spielen schon immer besser gespielt. Und jetzt hat er endlich mal den Vulkan ausbrechen lassen. Und macht sein Tor verdient. Und den Ausgleich haben wir uns verdient, weil wir einige Torchancen gehabt haben. Die erste war ja gleich ziemlich am Anfang, wo er gegen Pfosten geschossen hat. Und diesmal ins Schwarze. Also 1-1. Wir sind wieder zurück im Rennen aufs Finale. Und die sind jetzt fällig. Oder wir sind fällig. Ja. So schnell kann es gehen und gerade haben wir noch gejubelt und nicht bloß mal schon wieder die Köpfe hängen. Da frage ich mich aber, warum kommt denn der so frei zum Rumflitzen? Ja, Dodo passt nicht auf. Dann rennt aber Coloccini auch hinterher, statt er weiter hinten steht. Wir lassen uns aber auch von dem Rückstand nicht aus der Bahn werfen. Unser Ziel ist, dass wir den in die Pfanne hauen. Und das war die nächste Torchance durch Ben Arfa. Also in der zweiten Halbzeit sind es fällig. Wechseln da mal nicht. Wir bauen gerade mal da ein bisschen um. In der Hoffnung, dass es keine negativen Einflüsse hat. Also ein Tor brauchen wir, um wenigstens in die Verlängerung zu kommen. Aber wenn, dann entscheidet man das gleich direkt in der regulären Spielzeit. Ja, Ronaldo, das verspringt da. Ein nur für uns. Spielt Dzeko eigentlich nur bei Manchester City? War ja damals bei Wolfsburg, war er richtig gut. Bei City, glaube ich, war er nicht mehr so gut. Zumindest ist er mittlerweile nicht mehr so gut. Barry. Milner ist durch, eh? Gut gemacht. Ja, Ben Arfa kommt, da kann ich nicht schießen, das geht nicht. So, da hat Dzeko zerlegt. Und die bringen schon naja. Meppen Walters geht over. Ja, Ben Arfa, heute nicht, das war Ding, den Baba war das. Kann den nicht unter Kontrolle bringen. Wird natürlich dann die Chance gewinnen.
Ja, er rennt oben. Das ist nicht gut. Einwurf für Manchester. So, jetzt geht Balotelli ober. Und Aguero kommt. Das war nicht gerade ungefährlich. Was treibt denn ihr da? Okay, geklärt zur Ecken. Ist natürlich auch nicht die beste Ball. Vor allem, weil die kopfballstarke Spieler haben. Das war Foulspiel. Richtig. Möchte der Hofer. Ach, das war gut gemeint. Hat aber nicht hingehauen. Also wir fighten. Man merkt's. Ach, war das jetzt abseits? Ah, naja, also. Man kann schon übertreiben. Da hätte er ruhig einmal ein Auge zudrücken können. War jetzt nichts so deutlich im Abseits. Da war schon wieder Foulspiel, das zählt auch wieder nicht. Wahrscheinlich wird der Schiedsrichter auch zu Manchester kennen. Ja, langsam wird es eng, Freunde. Wir müssen ein Tor schießen. Ja, und wenn wir den Baba nicht hätten, ich glaube, dann darf man noch einen Abstieg spielen. Aber der macht jetzt einen Ausgleich. Und da ist das verdiente Tor. Auf das haben wir jetzt lang hingearbeitet. Und da ist jetzt also 2-2. Voll zwar etwas spät, aber gut. Drin ist drin. Und wir haben noch ein paar Minuten noch. Also genug Zeit für 2-2. Wir möchten das in der regulären Zeit beenden. Denn die schenken wir nämlich keine Verlängerung. Fehlpass. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Aber Chico macht es nicht. Gott sei Dank. Da hat nämlich der Torwart den Winkel verkürzt. War das abseits? Kann's. Jetzt ein perfekter Pass. Nick. Der wäre nämlich genau im Kopf gefallen wird. Dann weiter drin hat. Freistoß für uns und es gibt Rangeleien zwischen Chico und Kabay. Das war abseits. Das war natürlich der Hammer gewesen. Wechseln, dann mal wieder wechseln. Wollen wir das? Ich mag eigentlich weder Ronaldo noch Ben Arfa, noch den Baba aber da. Das überlegen wir uns noch, wenn wir in der Verlängerung sind. Dodo, gut gemacht. Der Burm läuft's mit. Spiel ist noch nicht vorbei.
Jetzt ruckelt das auch gerade ein bisschen. Und wir sollten vielleicht nicht mehr solche Fehler machen. Okay, er pfeift ab. Und das heißt Nachspielzeit, also Verlängerung. Nachsitzen, so gesagt. Wir haben die meisten Chancen gehabt. Leider nur 2 Tore geschossen. Oscar Damadomi. Dafür haben wir jetzt im offensiven Mittelfeld keinen mehr. Der kann da. Wird aber schlechter. Dann haben wir eben einen Zentralen eine. Und zwar Florenzi. Hilft nicht, müssen wir so machen. Destro ist auch nicht so bester Verfassung. Wir kannten den aber auch nicht durch. Okay, wir warten wir noch. Bevor wir an Destro wechseln. Wir warten noch, also vielleicht dann in der zweiten Verlängerung. Ja, das muss man schon ein bisschen so überlegen und austüfteln, damit es auch hier haut. Im Moment noch schnell Taktikwechsel. Jetzt spielen wir nämlich auf schnelle Konter. Ich mag nämlich kein Elfmeterschießen riskieren. Weil wir da bestimmt untergehen. Aber ich glaube, es gibt nichts Spannenderes als ein Elfmeterschießen. Vor allem, wenn man Fußballfan ist. Dann ist es wirklich sehr nervenaufreibend. Taylor, weg damit. Ja, Aguero probiert es auch mit Gewaltschüssen. Aber kein Erfolg gehabt. Und bisher nur Manchester City im Ballbesitz. Ja, das war doch Abseits. Kein Abseits, zählt es bei dem nicht. Ja, das scheinbar zählt bei Dzeko, wenn der am Ball ist, kein Abseits. Der kann da frei rumrennen, wie er mag. Ja, das war doch. Das war doch mittendrin. Naja, also man kann schon pfeifen. Bei uns wird ja ausgepfiffen. Und jetzt liegen wir hinten in der Verlängerung. Aber denen schenken wir nichts. Die kriegen das nicht einfach so geschenkt. Wenn, dann müssen schon durch die Hölle gehen. Ja, wieder unschöne Aktionen von Manchester City, aber ich glaube, die haben nicht besonders drauf. Das ist ja bei denen so. Ronaldo, der reckt mir jetzt irgendwie langsam schon auf, der schleicht sich jetzt. Da hinten der Mann noch was ändern, weil Dodo nicht mehr fit ist. Ach, das war's schon? Ja, wie lange dauert denn da eine Nachspielzeit? Das war nicht mal. Das waren noch keine 3 Minuten, was wir gespielt haben. Also etwas mehr hätte man schon erwartet. Das wird vielleicht knappe Kisten, wenn wir einen Ausgleich wollen.
Ja, also ich weiß ja nicht. Spiel ist noch nicht vorbei. Unsere Spieler spielen aber nicht mehr so mit. Also, Kopf hoch, wir sind noch nicht fertig. Es ist erst vorbei. Wenn er abpfeift, nicht früher. Ja, genau in die Hände von dem scheiß Torwart. Ja, die sind natürlich alle nicht mehr so fit. Oscar. Es gibt Einwurf für uns. Ja, der war Black eingeschossen. Ja, das Problem ist, es läuft keiner mehr. Die sind alle ziemlich fertig. Oh, der rennt zu. Ja, da mag keiner mehr rennen. Ja, und somit verlieren wir es. Ja, Leute, tut mir leid. Hat nicht gehaut. Letztendlich haben... Ja, die haben eigentlich mehr Glück gehabt. So verdient haben die jetzt nicht gewonnen. Also meiner Meinung nach. Aber es ist wie es ist, wir haben verloren. Aber wir haben trotzdem gut gekämpft, bis ins Halbfinale gekommen. Und nächste Saison schaut dann einfach besser aus.